Hallo zusammen, du bist der Klitus von Crown Crew. Wieder mal mit einem Live-Commentary und der Grund für das ist die neue Map Overwatch. Es ist jetzt 11:45 Dienstag, 21.02.2012. Etwa um 11 Uhr hat man die neue Map laden. Und ja, ich versuche jetzt mit den Elite-Playlists die gerade mal zu zocken. Machen wir das Domination. Da kann ich auch wieder ein bisschen mit der Passion-Neck rumprobieren. Ja, und ich hoffe schwer, dass ich jetzt einfach gerade in die neue Map reingeschmissen werde. Was leider noch gerade nicht so aussieht. He? Ist geil. Wieder Ewigkeit am Suchen, weil es auch noch. Ja, genau. Keine Sau hat. Nein. Also gehen wir hier schnell raus. Nochmal schauen. Ja, scheiße, Nummer 900, Nummer 600, also 2000 Team Damage. Dann probiere doch die aus. Das ist eben schon ein bisschen das Problem. Die Elite-Playlist zocken eben nicht mehr so viel. Weil ich auch schon gesagt, dass man einfach auch mit seinen Jungs zocken. Von denen ja nicht alle Premium und so. Ich muss schnell die Nachrichten deaktivieren, sonst funken die hier immer rein. Hey, nein! Also gut, wisst ihr was? Scheiß drauf, machen wir das anders. Weil hier jetzt Ewigkeiten auf die Map warten, ist nicht wirklich das, was ich will. Ja, machen wir ein Domination, kann ich das eventuell schnell ein bisschen erklären. Aber wie gesagt, es ist das erste Mal, wo ich hier die neue Map Overwatch spiele. Schön sieht es aus, he? Gewisse bekommen jetzt sicher schon ein bisschen feuchte Hänge, weil sie schon High-Rise-Erinnerungen in sich spüren aufkommen. Ob es so wird sein, werden wir jetzt sehen. Okay, hier haben wir mal die Map. Das ist von dem her schon so angeordnet, dass beide Elemente sehr ähnlich sind wie auf vielen Maps. Wir in der Mitte das Kreisteil. Aber ja, schauen wir uns doch das einfach vor Ort an. Nehmen wir hier eine leichte Klasse, die ich säckeln kann. Also gut. Was sehen wir hier? Skyline-Scheiß. Ich bin jetzt schon gespannt, wo wir hier überall herglitschen kann. Gut, jawohl. Wow, lecker. Da kann man sicher irgendwie drauf auf den Kran. Ist ja klar gewesen. Also, wir sehen hier 2 Stück eigentlich. Wir haben hier das C, wo du eigentlich auf beiden Seiten. Ja. Wunderschön, weisst du. Hier kann einer richtig schön reincampen und das C bewachen. Ein bisschen leid. Also, dann gibt es hier immer den Schnellweg. He? Die mit Todesstille, Dead Silence Pro. Hier komme ich nicht rauf. Okay. Ja, leck. Also hier hat man schön gute, lange Sichtlinien. Die vielleicht mit einem Sturmgewehr oder Sniper spielen. Da sollte man in dem Fall nicht runter. Aber hier sieht schon mal etwas. Ja, da kann man schön hinten durchschleichen. Das ist natürlich auch immer Ergebungen. Und hier kommt man dann wieder rauf zum C. Okay. Also, das war der Unterbereich beim C gewesen. Aufpassen auf das Loch hier. Das wird noch nicht gut bekommen. Hier haben wir die Innenbereiche. Und hier gibt es eigentlich, genau, weil der Kreis in der Mitte ist, gibt es keinen Weg in der Mitte durch. Sondern wir haben dann hier diesen Übergang. Okay. Die sind scheinbar nicht zerstörbar. Wäre natürlich auch geil, weißt du, irgendeinen Haken drauf schießen und dann bricht der Gegner sozusagen ein. Das ist auch schön, ja. Okay. Hier sollte man vielleicht nicht runter. Hier kann man gar nicht drauf. Aber ja, dort sollte man vielleicht nicht runter. Naja, aber es hat extrem viele Elemente und
wie gesagt, ich bin jetzt schon gespannt, wo man überall drauf kann und drauf kann glitschen und was auch immer. Weil ich glaube, das testen sie aber nicht wahnsinnig gut. Okay, also jetzt sind wir sozusagen im ersten Stock. Das ist da einer, wo ich vorhin runtergefallen habe. Also der Durchgang hier unten ist zum Teil geschützt mit Holzwängen, der Rest ist Glas, sehr durchsichtig logischerweise. Also wer hier unten durchsäckelt, muss feichli Nüsse haben. Und wer sich das B holen will, muss dort unten durchsäckeln. Jeba, jetzt können wir hier vielleicht auf den hier. Jawohl, und vielleicht hier oben drauf. Ja, schau hier. Hier kann man sich also eigentlich eine ganz freche Position verschaffen, indem dass man hier das B abdeckt. Keine Ahnung, ob es hier genutzt wird. Und so kann man eigentlich... Ah, Scheiße, ja. Eventuell hätte ich dort drauf rauf können springen. Weil aus dieser Richtung wird es auch wieder gehen. Jawohl, das klappt prima. He? Also das kann vielleicht schon mal hilfreicher sein. Aus welchem Grund auch immer. Keine Ahnung. Es ist am Anfang immer gut, wenn man das eine oder andere weiss, wo andere vielleicht noch nicht kennen. Also, und jetzt seht ihr, jetzt haben wir eigentlich auf der Gegenseite... Leck du mir. Hier kannst du alles schön durchspielen überall. Auf der Gegenseite haben wir das A, auch wieder im ersten Stock. Also das bedeutet, das C und das A sind beide in dem Sinne im ersten Stock. Und das B, ja, im Erdgeschoss kannst du auch nicht wirklich sagen, bei so einem Hochhaus. Aber einfach halt in dem Stock, wo man dann nicht mehr weiter runter kann, ist das B. Und eins oben dran ist das A und das C. Hier ist noch ein abgehackter Flugzeugträger. Da läuft da zum Teil etwas im Wasser. He? Ja, das tut jetzt aber auch nichts zur Sache. Gehen wir uns mal anschauen. Okay, es zerstört das Bürogebäude. Oh, hure fett. Hey. Zieh dir das mal rein. Scheiße. Freiheitsstatue dort hinten. In dieser Richtung. Hure geil. Da möchte ich auch mein Büro haben. Gut, wie gesagt, gehen wir in dem Sinne in den ersten Stock. Und hier finden wir dann das A vor. Auch hier wird es Gelegenheiten haben, wie man das gut kann beschützen kann. Hier hinten haben sie sich auch wieder ein wunderschönes Plätzchen ausgedacht. Naja, und jetzt hier im ersten Stock vom A. Bleiben wir doch gerade mit dieser Bezeichnung. Kann man... Okay. Hier drauf rausklettern. Kann ich echt drüber jumpen? Ja, voll! Oh, das ist ja hure geil! Oh shit! Oh shit! Also ich denke, so kommt man, wenn man gerade beim Spawn im Jahr, beim A loszieht. Ja, nein, ich müsste es ausprobieren. Ich wollte noch keine wirklichen Vorschläge machen. Höchstens Anregungen. Aber ich... Ja, wobei... Vom C kann man vielleicht auch drauf springen. Es könnte aber vom A wirklich der schnellste Weg sein, wenn man hier drauf rausgeht und er überhüpft. Und sich so geht das B holen. Es gilt es noch rauszufinden. Dann haben wir hier im Mittelbereich eine Möglichkeit, auch zum A raufzukommen. Das wäre dann eigentlich die linke Seite, wo wir hier vorhin gerade rausgesäckelt. Ja, eben hier drauf rausklettern ist sicher überraschend am Anfang, aber man muss sich da bewusst sein, dass der Gegner von dort hin kommen kann. Ja, nein, ich muss schnell ausprobieren, was man dort hin machen kann. Also jetzt ziehen wir mal links durch. Vorhin sind wir ja von dort hin zum Ankommen. Hier sind wir aber auch schon gewesen, sind aufs B gesprungen und säckeln jetzt nochmal zurück hier, in das Gebäude. Hier kommen wir in dem Fall auch drauf. Jetzt ist die Frage, ob man hier ums Föstchen herum ziehen kann. Jawohl. Nein, dort geht man dann runter. Aber vorne kann man auf dem Sims rumziehen. Jetzt sind wir zum Glück gerade hier in der Nähe gespawnt. Und hier hinten, okay, hier sind alle die Farbkanister, die einem den Weg versperren, genau. Aber von hier kommt man also auch leger rüber. Ja, es ist noch interessant. Am Anfang scheint es vielleicht ein bisschen, als wäre die Map ein bisschen unübersichtlich, aber das B ist hier absolut zentral. Wirklich absolut. Im Vergleich zu anderen Maps. Wie jetzt zum Beispiel gerade Piazza, wo das B eher am Rand angesiedelt war, haben wir es hier wieder absolut zentral.
Und die wirklich richtig langen Sichtlinien hat man primär hinten beim C-Finger, hier durch das ganze Gestänge hier hin und natürlich hier über dieser ganzen Länge. Also hier ist man relativ exponiert, man kann gut gesehen werden. Hier ist man vielleicht auf dieser Seite dort besser geschützt. Es wird sich herausstellen. Ja, nein, du hast es gerade schön. Ja, also da kann man definitiv drauf säckeln. Schön. Das wird wieder ein paar schöne Trickshots geben. Da kann man einfach durch die Pfosten durchsäckeln. Das ist alles schön. Dann ist einfach die Frage, ja, ich weiß nicht, da kann man sicher das C mit einer kleinen Hage unter Beschuss nehmen. Und von da springen wir alle wieder über. Ja, genau. Ja, es ist sicher noch ein lustiger hier drauf. He? Wobei, wieso dort hinten drauf, wenn man auch hier durch kann, ja, das werden wir sehen. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Wege und Deckungsmöglichkeiten auf dieser linken Seite. Also gerade die anderen Spielmodi bin ich sehr gespannt, wie sich die Map wird spielen. Im Domination ist es in dem Sinne nichts Spezielles. Also jetzt vom C. Schauen wir schnell. Jetzt hier drüber säckeln. Hier nicht gerade auf die Presse fallen. Oh, schön, da kann man ja auch noch drauf. Ja, das ist nicht schlecht. Gäbig. Und dann das Gleiche vom A hin. Ja, hier hinten sind wir, glaube ich, auch noch nicht gewesen. Gut, da kann man auch schön über diesen Träger. Ja, es ist noch lustig aufgebaut. Also es könnte sich schon noch das ein oder andere Scharmützel ergeben. Mal schauen, also das A wäre dann hier durch. Dann gegebenenfalls hier rein. Können wir hier drauf, überziehen. Oh shit, zieht nach das rein. Jetzt muss ich hier schnell weg, sonst nehme ich das ein. Das wollte ich gar nicht. Also, ein schönes Loch hier. Aber die Sache ist jetzt die. Stehe ich hier, kann ich hier drauf, gehe ich hinten dran und kann hier das B rein. Wunderschön. Klar, man kann von hier hinten gesehen werden, nicht so gut, aber man kann. Dann haben wir dort auch noch eine Sichtlinie. Und von dort natürlich. Aber der ist nicht schlecht. Der ist wirklich nicht schlecht. Hey. Gut, das Gleiche gilt auch für hier. He? Ja, okay. Das ist schon mal ein ganz schöner Spot zum B rein, finde ich. Alright. Ja, easy. Das wäre jetzt, schauen auf die Uhr, 12,5 Minuten circa gewesen. Erste Erklärung. Also, wenn es einer ausprobiert, macht das mal, gebt mir Feedback, wenn ihr schon Elite Premium seid. Und ja, ich schaue auch, dass ich das dann mal in einem Game zocken kann. Aber keine Ahnung, wie viele Leute das jetzt schon haben. Weil das Problem ist, die Amis werden da erst noch wach jetzt. Und im europäischen Raum. Ja, mal schauen. Ich werde euch so schnell wie möglich aufladen. Hoffe, es hat euch geholfen. Und wünsche euch einen schönen.